Hallo zusammen und herzlich willkommen bei unserem Podcast von Swiss German Online. Diese Woche dreht sich alles um Ferienziele wie Kroatien und Italien. Die beiden Länder stehen kurz davor, sich bei den Europameisterschaften zu begegnen. Und darum haben wir gedacht, dass wir ein bisschen über sie reden könnten. Möchtest du mit anderen Leuten, die Schweizerdeutsch lernen, in unserer Konversationsgruppe am Montag am Abend am 7:45 deinen mündlichen Ausdruck verbessern? Dann schreib uns ein kurzes Mail und wir werden uns mit dir in Kontakt setzen. In einer lockeren und freundschaftlichen Atmosphäre besprechen wir mit Nadja neue Ausdrücke und andere Fragen. Und im Gespräch in einer Minigruppe könnt ihr zusammen über die Fragen reden und schauen, wo euch das Gespräch hinführt. Also, lehnt euch zurück und lasst uns zusammen die traumhaften Reiseziele entdecken. Los geht's! Wohin gehen wir in die Ferien? Auf Kroatien oder Italien? Heute am Montagabend spielt Kroatien gegen Italien an der Fußball-EM. Aber die Länder haben nicht nur eine gute Fußballmannschaft, sondern sind auch beliebte Feriendestinationen. Ich selber war noch nie in Kroatien, aber ich habe nur Gutes gehört. Es gäbe viele schöne Altstädte und auch wunderschöne Inseln und Nationalparks. Mein Partner war schon mal in Kroatien. Genau, er ist von Costa Rica bis auf Kroatien geflogen. Er ist ein Skater und hat dort unter anderem geskatet und zusammen mit einem anderen Skater von Costa Rica haben sie ihren Skatefilm am Vladimir Filmfestival präsentiert. Ich war aber schon ein paar Mal in Italien. Vor allem, als ich noch klein war, sind wir, also meine Familie, eine Zeit lang fast jedes Jahr in den Herbstferien gegangen. Meine Mami war Italien-Fan und hat darum auch Italienisch gelernt. Manchmal sind wir an Gardasee, unweit von der Schweizer Grenze, aber auch mal nach Venedig und ganz viel Mal nach Ligurien. Ligurien hat mir ganz gut gefallen. Die Strände und die kleinen Städtli und Dörfli. Dafür hat mir Venedig nicht so gut gefallen. Ich habe es als grau und dreckig empfunden. Während der Ferien in Italien wollte ich auch ein bisschen Italienisch lernen und habe als kleines Mädchen dann schon immer die Rechnung für uns bestellt. Später in der Schule, in der 2. Sek, habe ich dann sogar einmal Italienisch als Freifach genommen. Wegen meiner Vorkenntnisse hatte ich immer 6er. Ich verstehe Italienisch noch ein bisschen, aber wegen dem Spanisch und weil es schon ein Zeitchen her ist, kann ich nicht mehr viel reden. Dann haben wir in der 4. Sek eine Schülerreise nach Viareggio gemacht. Das ist in der Toskana. Auch ein ganz schöner Strandort. Das war lustig und interessant. Man muss auch noch erwähnen, dass die Italiener sehr herzliche und gastfreundliche Menschen sind. Wir sind auf dieser Reise auch Florenz, Pisa mit seinem schiefen Turm und Siena besuchen. Meine letzte Reise auf Italien, als ich mit einer guten Freundin auf Rom bin, ist sicher schon 10 bis 15 Jahre her. Rom ist sehr eine beeindruckende Stadt. Es hat monumentale Bauwerke wie das Kolosseum, das uns als Zeugen der Geschichte an viele historische Begebenheiten erinnert. Die vielen Kirchen, die meistens einen Marmorboden haben und voller atemberaubender Wandmalereien, Mosaik und Statuen sind, all die kleinen Details, die überall in minutiöser Handarbeit sind ausgearbeitet wurden und. Man sieht, dass Rom mal eine sehr reiche Stadt war und die mächtigsten der Welt hier verweilt haben. Und das Essen war in ganz Italien eigentlich immer hervorragend. Also mir schmeckt das italienische Essen. Pizza, Pasta, Lasagne und die feinen Baci und auch die Getränke. Wein und guter Espresso. Mamma mia! Vielleicht ist es nicht unbedingt das gesündeste Essen der Welt, aber man kann ja nicht immer den Fünfer und das Weckli haben. Und du, bist du schon mal in Kroatien oder in Italien gewesen? Wenn ja, wo genau? Was hast du angeschaut und gemacht?
Wo hat es dir am besten gefallen? Wenn nein, würdest du gerne mal eines von diesen Ländern besuchen? Welches und wieso? Hast du gern italienisches Essen? Kennst du kroatische Spezialitäten? Welches ist dein Lieblingsessen von Italien? Kannst du noch andere Sprachen wie Deutsch, Schweizerdeutsch und Englisch? Schaust du die Fußball-EM? Ich hoffe, wir haben dir heute viele schöne Erinnerungen wecken und natürlich auch die Vorfreude auf die kommenden Ferien. Alles Gute und eine schöne Woche. Mach's gut. Tschüss.